Durch Schweden ist nicht so gering Platz zu wohnen für jeden, befragt jeden mit Kindern. Mein Jochen, er hat gesagt, hat sie gesagt, Schabes? Bist du Jid? Und ich, ja, ich euch! Wir sind zwei Jiden da im Wald. Ich sitze da in Intersklad. Da haben wir alle die Bücher. Das ist nicht so organisiert, aber das sieht uns so. Und da sitze ich und arbeite. In der Hobbit auf Jiddisch, in Harry Potter auf Jiddisch. Ich will euch sagen, schon nichts da. Sie geht herausgekommen in das zweite Buch, Korev. Originale Schaffungen, also wie von Yitzhak Bashevis Sonim, was ist der erste Mal, was sie geht heraus, in Drick. Und ich habe geschrieben wegen Heavy Metal, wegen Zombie-Filmen, wegen alles, was ich habe lieb. Ich weiß nicht, ob alle von ihnen gewesen, aber Niki Olianski, oder Kolja auf Jiddisch, ist auch eine Metal-Kapelle, was spielt Klezmer Metal. Jiddisch ist im Jahr 2000, meine ich, ist geworden ein offizieller Sprache in Schweden. Und zu dem, was Jiddisch ist, ein offizieller Sprache in Schweden, kann man applizieren auf ein Stück Geld bei der Meliche. Wir können kriegen Geld von der schwedischen Meliche. Können wir drucken die Bücher in einer harten Qualität. Wir haben harte Hilles, Steine Papieren. Das ist wichtig bei mir. Man sieht es gewesen, ein Buchbinder. Hat geredet mit mir wegen der Arbeit, der Handarbeit. Agiten alle, Shalom Aleichem. Mein Name ist Elef Benedikt und ich bin der Programmdirektor beim Jiddisch-Liga. Wir suchen zwei Wörter wie gewöhnlich wegen der Jiddisch-Liga, also ihr kennt noch nicht. Die Jiddisch-Liga Zille wird offiziell in Jiddisch wie eine moderne und lebendige Sprache. Entmutigt Menschen, dass wir soll reden Jiddisch in einem tagtäglichen Leben. Die Jiddisch-Liga gibt daraus ein Journal mit Nummern auf dem Schwell, Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, das helfen euch, sich zu auslernen an einseitige Jiddisch. Wie euch halten wir gesädertige Programme mit der Persönlichkeiten, Forscher, Singers, Akteuren, in Kulturtiers, was bringen euch einen Blick auf Jiddisch in einseitigen Kultur und gebt euch eine Gelegenheit, sich zu kennen mit sei. Wir bitten euch zu stützen die Jiddisch-Liga, wird ein Mitglied und stützt die einzige jüdische Organisation, was alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Bitte Sie sehen alle unsere Produkten, Wörter von der Woche, Bücher, und noch geht's auf leagueforjiddisch.org, leagueforjiddisch.org. Alle unsere friedige Programme könnt ihr euch treffen auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Webseite. Ich will bald stellen alle Linken du. Wie euch will ich stellen alle Linken zu Liansky Textverlag und ich bin sicher mit reden auf dem Bald. Ein haben wir das Vergnügen zu reden mit Kolje oder Nikolai Olniansky. Wir wollen schmissen wegen der Geschichte von seinem Jiddisch Verlag Olniansky Text. Die Schreiber, die publizieren dort in seinen Büchern, hereingerechnet bekannte Übersetzungen, wie der Hobbit auf Jiddisch, in Harry Potter auf Jiddisch, was ich will euch sagen, schon nichts da, sie geht herausgekommen in das zweite Buch, Non-Terreit, bekommen, in herausgegeben originale Schaffungen, also wie von Yitzhak Bashevis Sonim, das ist der erste Mal, was sie geht heraus, und Druck, in Drick. Wir wollen euch erinnern, seine eigene Geschichte, in sein Schaffen Kinderbücherlach, wo ob ich da muss. Ja, geht ein Kolje. Soll ich dir rufen Kolje? Ja, warte, das ist Kolje es geht. Man kann sagen Niki, Nikolai, ich hab ein Nachnamen. Ja. Ist erstens ein paar Genügen, dass die Masken gewesen kommen in alten sein da in der Unternehmung. Ich gedenke, das erste Mal, was ich gesehen ein Buch, was ist gedruckt geworden in Schweden, mit etlichen Jahren zurück. Ich sagte, interessant, es ist da Jiddisch in Schweden, einer trägt daraus ein Buch. Mit ein paar Jahren später ist es geworden, das ist der Jiddisch Verlag in Schweden.
Und eins, das mir redt, das ist der jüdische Verlag in Schweden, was alle schicken ihre Bücher dort zu drucken, von Eretz Israel, von New York, und das hieß der jüdische Verlag ein. Also Ja. ich will gleich herantanzen zu dem Wasser. Wie soll das geschehen? Von dritten ein Hey, Buch ist geworden ein Perje. das ist eine große Frage, Eli. Also es ist gewesen so, als ich mit meinem Bab Itka, wir haben, es ist so, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber Jiddisch ist eine offizielle Minderheitssprache da in Schweden. Das ist etwas, was man hat beschlossen äh, mit Arim 20 Jahre zurück, als in Schweden ist da nationale Minoritäten, Völker, was haben sich besetzt in Schweden lang zurück und man hat gerät eine Sprache da in Schweden und euch, was ist wichtig, weil das Sachmenschen fragen, warum ist nicht der Minorität ein offizieller und so weiter. Aber es ist eine wichtige Sache, als die Sprache und der Kultur, sie sind gestellt in Sakone geworden, auf etwas Neuem. Und Jiddisch ist im Jahr 2000, meine ich, ist geworden ein offizieller Sprache in Schweden. Und dann hat man euch beschlossen, dass man soll sich lernen Jiddisch beim Universität. Und wie es Zufall geht, ist ist es geworden so, als man hat beschlossen, als man wird lernen Jiddisch in Lund, mein Heimstadt Lund. Und das ist nicht gewesen klar in Onheim, aber es ist geworden so. Und ich habe gewohnt in einer Studentiere. Das ist, ich meine, es ist voran in alle Länder, aber in Schweden ist es so, dass man kann wohnen in einer Diere, man studiert beim Universität und es ist, die klaren sind so, dass man muss nicht studieren 100%, man kann studieren etwa 25% und arbeiten. Und ich bin gewesen fertig. Ich habe ungeheuben arbeiten wie ein Lehrer in der Schule. Und aber ich habe gewollt zu bleiben in mein Tiere, weil ich habe die Tiere stark lieb gehabt und zu dem habe ich gemusst studieren beim Universität und plötzlich das voran etwas ein Kurs was ist Jiddisch und mein Bab sie hat angehoben lernen Jiddisch ein Jahr früher von mir und sie hat gesagt, das ist die perfekte Kurs für dir, weil der Lehrer ist ist ein alter Jid, was sich nicht mit Testen und mit Grades und so weiter. Das ist, er will nur reden Jiddisch. Das ist sein 91er Ziel mit dem Kurs. Also man soll reden Jiddisch, Jiddisch auf Jiddisch. Und man darf nicht etwas produzieren, darf nicht schreiben etwas, darf nicht gehen auf etwas Test. Das ist ganz frei von so einer Sachen. Und ich habe betrachtet, das ist perfekt. Warum es nicht? Und ich bin nicht kein Sprachmensch, ich bin nicht kein literarischer Mensch, ich bin nicht so verinteressiert mit so eine Sachen. Aber etwas ist geschehen mit mir und in mir, wenn ich habe angeheben lernen sich Jiddisch. Das eine ganz neue Welt haben sich geöffnet und ich habe
ich habe gelernt, Schreibers wie Katja Molodowski, wie Pua Rakowski, wie Bashevis Singer und ich bin stark verliebt geworden. Es ist gewesen etwas magisch, es ist gewesen fantastisch und ähm, wenn ich bin gewesen fertig mit dem Kurs, habe ich und mein Bab und nach Chavert von uns, wir haben getracht, dass wir haben sich gelernt, eine fantastische Sprache, mit einer fantastischen Geschichte, mit einer fantastischen Kultur, aber was noch? Ob wir wollen gar nicht tun mit dem, wollen wir vergessen. Wir wollen alles ist gewesen umsist. Und dafür haben wir beschlossen, dass wir müssen schaffen etwas. Und wir haben gesagt, dass öfter können wir schreiben etwas und publizieren etwas als Journal, an meiner Zeitschrift. Und etwas, was wir haben bemerkt, wenn wir haben studiert, ist gewesen, dass eine Sachliteratur und eine Sachmaterial auf Jiddisch ist euch gewesen wegen Jiddisch. Es ist nicht gewesen als so viele Sachen, wo es hat sich gehandelt wegen die tagtäglichen Sachen, wegen die neue Kompaktlach, wegen Filmen, wegen die neue Bestseller, Bücher und so weiter. So wir haben gesagt, dass wir sind nicht gewesen, also geht. Wir haben nur gelernt Jiddisch ein Jahr, meine ich. Aber wir haben gesagt, dass ob Emetzer so lernen unser Journal, das muss sein anders von den anderen Sachen. Und wir müssen schreiben für sich allein, wegen Unionen, was ist interessant bei uns. Und ich habe geschrieben wegen Heavy Metal, wegen Zombie-Filmen, wegen alles, was ich habe lieb. Und es ist gewesen etwas, was wir haben getan, nur zu halten Jiddisch beim Leben für uns. Und nachdem haben wir getracht, dass, weil wir sind gewesen ein bisschen besser und es ist gewesen, weil Jiddisch ist, wenn man vernimmt sich mit Jiddisch, man ist ein Aktivist. Es ist nicht etwas, was wir reden Schwedisch oder Englisch oder etwas sonst. Es ist wie kann man sagen, man kann es vergleichen mit seiner Vegan oder etwas sonst. Es ist etwas, was man wirkt auf jeden Teil leben und man will das verspreiten und man will das erzählen Menschen wegen gib ein Kick, wir schaffen etwas auf Jiddisch und Jiddisch ist es ist weil das Sachmenschen und ich euch hab gemeint, dass Jiddisch ist gewinnt teut, dass das ist keine Red-Jiddisch, das ist etwas von einem Moll und etwas, was hat sich zu tun mit alten Menschen oder frumme Menschen und so weiter. Aber wir haben aber gemerkt, dass das ist nicht Emes. Das war eine Sachmenschen, was redet Jiddisch. Und eine Sache von dem sind von Mechutz der chassidischer Welt. Es ist voran, und wenn man kickt online, auf Facebook und so weiter, haben wir sich getroffen als Sachmenschen, junge Menschen und alte Menschen, aber auch euch, was euch haben lieb gehabt, Jiddisch. Und wir haben getracht, als wir mussten, was kann man tun, zu
zu protegieren Jiddisch, zu halten Jiddisch beim Leben mit Schutz der chassidischen Welt. Und eine Sache, was wir euch haben gemerkt, ist, dass es ist nicht voran als so viel Material für einseitige Kinder. Und dafür haben wir beschlossen, dass wir müssen schaffen ein Kinderbücher. Und es ist euch aber gewesen zu lieb dem, was wir sind nicht gewesen, geht genug zu schreiben, etwas, Prose oder etwas, ein größtes literarisches Werk, aber ein Bücher für Kinder haben wir gemeint, dass das können wir schaffen. Und zu lieb dem, was Jiddisch ist, ein offizieller Sprache in Schweden, kann man applizieren auf ein Stück Geld bei der Meliche. Und wir haben das getan und wir haben bekommen ein bisschen Geld zu schaffen, ein Bücher. Und das ist gewesen ein Bücher, was heißt behälterlich mit alle von Base. Und das ist das erste Bücher mit den Charakteren Aleph und Base. Und das ist gewesen wegen dem Aleph Base. Und die Ostmenschlich Aleph und Base, was spielen sich in behälterlich. Und wir haben gemacht ein Tour, oder wir haben gemacht das Sachtour in dem Text, aber ein, wie sagt man, professioneller Tour, weil wir haben das geschrieben auf Jiddisch und Schwedisch. Und Schwedisch, das ist gewesen so schwer für ein Eulen in Amerika. Das ist etwas exotisch. Schwedisch will man nicht haben in Abich. Und dafür haben wir beschlossen, als sollen wir sein, ein Verlag, was vernimmt sich mit Jiddisch, müssen wir schaffen Bücher nur auf Jiddisch. Das ist gewesen die etwas, was wir haben sich gelernt von dem. Und wir haben wieder geführt mit dem Verlag und wir haben geschrieben 3 oder mehr. Ich habe geschrieben 3 Bücher. Es ist gewesen der Krolik der Kosmonaut. Es ist gewesen die Früchten, was nein, das ist spät. Und der Krolik der Kosmonaut, die Früchten, und ich meine, dass ich habe eine Kopie von die Anatomie mit alle von Base. Und das ist gewesen ein ganz moderne Projekt eigentlich, weil ich weiß gar nicht wegen der Anatomie. Aber ich habe angeheben mit machen die dosige Illustration und ich habe gemeint, das ist gewesen ganz cool. Ich kann machen etwas mit dem. Und nach dem habe ich angehoben schreiben. Und man hat geschrieben wegen uns in einem jiddischen Vorwort. Und es ist nicht gewesen, also, wie sagt man, wir haben gekriegt ein bisschen ein Stückchen Kritik. Es ist, ich meine, dass man hat geschrieben, dass es hat ausgelehnt wie ein Robot hat das geschrieben. Und nachdem und efter der Fall haben wir beschlossen, dass wir können nicht tun als allein. Wir müssen kriegen Hilfe von Menschen, die sind die Meivonim von Jiddisch, was ist voran in der Welt. Und ich habe sich gestellt in Verbindung mit Michael Felsenboim, was hat mir geholfen mit Redigieren meiner Bücher und meine Texten. Und ja,
das ist gewesen allein gerennt für Rapture, aber das ist mein Ende. Sehr interessant. Aber ich will dir weiter fragen. Und sagen wir mal, ich frage zu grob. Für was schicken Menschen ihre Bücher von Israel oder von New York zu dritten darf in Schweden? Ich verstehe, du bist ein jüdisch Verlag. Sie lohnt sich ökonomisch. Sie lohnt sich mit dem Geld zu schicken, kein Schweden, und damals zurückschicken, den ganzen Weg an New York, weil der Eulen sind noch nicht das, auch jüdisch Käufer sind in Schweden. Das ist du, aber sie lohnt sich Ja, sehr still. ja, ich meine, dass der der Emerser Grund, hoffe ich, ist, als weil wir können kriegen Geld von der schwedischen Meluche, können wir drucken die Bücher in einer höchsten Qualität. Wir haben harte Hilles, wir haben schöne Papieren und das ist wichtig bei mir. Man Seide ist gewesen ein Bichbinder, ob man sagt das so auf Jiddisch. Und er hat geredet, sagt mit mir wegen der Arbeit, der Handarbeit. Und wir haben bis heute nicht gedrückt, kein Buch nicht, was ist nicht mit die harte Hilles und mit teure Papieren. Das ist wichtig. Und das ist eine Sache. Und ich meine, als was größer wir sehen, als mehr Menschen wollen reden mit uns, mit ihren Texten, weil man will so der Griechen dem Eulen. Das ist die wichtigste Sache. Hat man etwas geschrieben und Jiddisch ist, man verdient nicht kein Geld. Man tut als Sacharbeit beginnen. Und das ist, alle Menschen sind Aktivisten. Aber zu sein ein Aktivist heißt euch, als man will der gleichen Menschen. Man will, als Menschen sollen lernen, was man schreibt. Und es ist geworden so, als wir haben gekannt, verkaufen ganz viel Bücher. Ich meine, dass wir haben mehr kurz Harry Potter, was ist etwas speziell, weil das ist etwas, was Menschen, was hat nicht keine Sache Interesse in Jiddisch. Sie verkaufen uns euch die dortigen Bücher als Harry Potter Anhängers, was sind nicht Jiden, was hat gar nichts zu tun mit Jiddisch. Sie verkauft euch die dortigen Bücher. Aber auf unserer Webseite, ich meine, wir haben gehabt 3000 Konig und ich meine, das ist ganz, wie sagt man, ja, das ist ganz speziell. Das ist nicht das so gewöhnlich. Ja, das bin ich Maskin. Und ich weiß auch, dass ich verkauft das auch. Und für Reihe, das ist der Fakt ist, dass Menschen, Schreibers, publizieren durch euch, ist das ist Matzliach. Ja, kann ich keine Frage auf dem. Aber ich frage bei mir, ob der Medina, der Regierung gibt es eine Stütze für der, was publizieren dort, oder sie stellen noch zu bessere Qualität von Papier und so weiter. Sie geben Tage, ich weiß nicht, ist billiger? Ja. Ja, Avade. Es ist, und das heißt, dass wir können euch zahlen die Mechabrim ein Stückel Geld, wir können zahlen die Redaktoren ein Stückel Geld, die Illustratoren können wir bezahlen und das ist aber euch wichtig. Es ist, man wird nicht werden reich, aber man wird kriegen ein Stückel Geld. Aber das ist aber der Teil von dem. Jetzt kannst du mir da erzählen, ein bisschen
wegen der Prozess, wer ist Machlit oder wie soll geschieht ein neues Buch? Menschen kontaktieren dir oder du kommst mit der Gedanke, weil bei deinen Büchern verstehe ich, du kommst mit der Gedanke und Ja, die arbeitest mit dem. Aber wie arbeitest du mit den anderen Büchern? ja lass mir anheben von dem Anheben, weil Mhm. äh, äh, erstens habe ich und ein paar Mal zusammen mit meinem Vater, wir haben geschrieben alle Infobücher, aber nach dem Kritik in dem Vorwort habe ich geschrieben etwas, ein Artikel in dem Vorwort allein. Ähm, und ich habe geschrieben, als wir wollen publizieren eure Bücher. Wir, alles, was ist wichtig für uns, ist, dass man halt Jiddisch beim Leben mit Schutz der chassidischen Welt. Das ist unser Ziel. Und es ist nicht kein Ego-Trip. Es ist etwas an Aktivismus. Und ein Mensch hat sich gestellt in Verbindung mit ihm. Und das ist gewesen Kobi Weizner. Und ich meine, als du hast gehabt, habe ich Ja. von ihm. Ja, das ist das zweite Buch von Kobi, was wir haben publiziert. Und äh, plötzlich haben wir gehabt Emetzer, was ist gewesen Emetzer, was hat gehabt einen Namen, was ist berühmt in der jüdischen Welt und ist eine Kulturtour, ähm, was hat gehabt dem Courage, meine ich, und dem Breithartigkeit zu stellen sich in Verbindung mit einem kleinen Verlag von Schweden und hat gesagt, dass ich habe geschrieben habe. Ihr könnt das publizieren. Und wir haben das getan. Und nachdem habe ich geschrieben ganz wenig, weil äh, wir publizieren Arim 7 oder 8 Bücher ein Jahr und es ist eine Reihe. Es ist eine Reihe von Sachmenschen, die haben geschickt ihre Texte zu mir und wollen, dass ich sollte publizieren. Und ja, so zu Ende von deiner Frage, Menschen stellen sich in Verbindung mit mir. Sie haben Ideen. Es kann sein, dass sie haben geschrieben etwas auf Englisch, was ich setze lieber. Es kann sein, dass sie haben etwas an Idee, also sie wollen übersetzen etwas und ich kann öfter helfen sie mit kriegen die Recht oder applizieren auf Geld für das Projekt. Und es kann neu sein, als man hat etwas geschrieben auf Jiddisch. Und wir haben die usual suspects in Yisroel, das ist Michael Felsenbaum, Velvet Czernin und die dosige Leid. Und äh, wir haben euch, wie du hast gesagt, publiziert sehr auf ein Projekt. Und das ist gewesen Sonim von Bashevis Singer. Und das ist gewesen speziell, weil Moschele Alfonso, er hat sich gestellt in Verbindung mit uns und gesagt, dass ich habe etwas getan. Ich habe, wie sagt man, ich habe geschrieben Bashevis Singers Sonim auf Klarjiddisch, auf Jivo-Jiddisch. Und ich habe gefragt, was meint du geschrieben, Sonim auf Klarjiddisch? Und er hat gesagt, ja, du weißt, dass man hat das publiziert in dem Vorwärts mit der Sache Jahr zurück. Und ich habe gelernt die deutsche Zeitungen und ich hab es auch reingeschrieben in meinen Computer auf Klarjiddisch. Und ich meine, das ist Jiddisch für mich. Das ist Emetzer, was hat getan, eine große Arbeit.
sehr fantastische Arbeit. Ich will nicht trachten wegen wie lang das hat gedauert, für ihm zu manuell reinschreiben das Buch auf seinen Computer. Aber er hat das getan. Er hat nicht verdient kein Geld von dem. Das ist gewesen Emerson Aktivismus. Und ja, das ist verschiedene Menschen. Aber das, ich will aber nur fragen, auf seinem ersten Moschale ist da. Das Schkoich Moschale. Das ist ein Gitten Schkoich, sehr schöne Arbeit. Aber das ist das erste Mal, was geht zum Druck in Dreußen von einer Zeitung, ja? Ja, richtig. Ja. Auf Jiddisch. Ja, ich bin sicher, dass sie wird Matzliach sein, weil das ist bei Chevy Singer, ja, sie nicht, ich will dir fragen wegen dem, wer soll die Krogende Rechts drucken? Sehr interessant zu mir, weil sie gerne ist der ähnliche, ja. Ja, nein, das ist für mir, das ist gewinn gering, weil ich habe nicht gemacht die dort gearbeitet, weil das ist gewinn, ich meine, das ist gewinn Meuschele, was hat sich gestellt in Verbindung mit die Singermenschen und sie haben kontaktiert mir. Und so das ist gewinn, wie viel kannst du uns bezahlen? Ich habe gesagt, ich kann bezahlen die dosige Summe. Und sie haben gesagt, besser, lass mir das tun. Wow, sehr, sehr interessant. Und dieselbe Sache ist meine Frage auch wegen Harry Potter oder was das ist anders, das ist die Besetzungen. Wie arbeitet das? Mit bekommen Recht von der, was das für Harry Potter, ne? Das ist gewesen etwas anders, weil das ist gewesen sehr modne und ganz eine ganz schwere Sache, meine ich, weil ich habe gearbeitet mit einem Mensch auf ein Projekt und er hat mir erzählt, dass er will übersetzen Harry Potter auf Jiddisch und ich bin gewesen sehr verinteressiert mit dem Abade. Es ist, ich bin allein ein Anhänger von Harry Potter und ich habe verstanden, dass das wird sein eine große Sache für der jüdische Bewegung. Und ich habe sich und ich meine, dass er hat geredet mit die Potter-Menschen, mit der Agentur, was heißt Blair Partnership, meine ich. Und du meinst alle? Was? Nein. Du meinst nein, das ist gewesen ein anderer Mensch. Und ich habe und sie haben ihm gesagt, dass sie arbeiten nur mit MS Verleger. Und er hat gesagt zu mir, Rebscher, kannst du probieren? Und ich hab sich gestellt in Verbindung mit dem, es ist gewesen sehr, sehr ernst. Sie haben gesagt, dass vor dem, was mir redet, viele, muss ich heranschreiben, etwas ein Formular wegen unserem Verlag und wir müssen euch zuschicken, Bücher zu sehen, zu beweisen, als wir sehen an Emerson Verlag. Und ich habe, weil ich bin ein Nudnik, das ist etwas, was ich, und ich habe gemusst, Tona Zoe, als der Artikel in einem Vorwort, was hat kritikiert unsere Bücher, ich habe geschickt einen von sie, weil ich hab gemeint, dass das ist gewesen ein bisschen hanobig. Und sie haben geantwortet als, okay, hast Green Light zu publizieren Harry Potter, aber wir müssen dir erzählen etwas. Emetzer Anders hat sich euch gestellt in Verbindung mit uns und gesucht, als er hat übergesetzt Harry Potter. Und das ist gewesen Harald. Wow. Und ja, das ist gewesen. Und das ist gewesen ganz schwer für mich, weil der
anderer Mensch. Das ist ein ämneser Mensch, was ist eine wichtige Kultur für Jiddisch und ein Chaber von mir. Aber die Partnership-Menschen, sie haben gesagt, dass du musst auskleiden die beste Übersetzung. Das ist wichtig, das ist die beste Übersetzung. Und ich habe gemeint, dass das kann ich nicht tun allein. Habe ich gefragt beim Michael Felsenbaum und so was heißt Jan Hessel, was ist eine offizielle Figur da in Schweden. Er ist der Sprachversorger für Jiddisch in Schweden. Und ich hab sie geschickt an Auszug von den beiden Übersetzungen und sie haben gesagt, dass als ich soll publizieren Areles Übersetzung und das ist ja, das ist die meiste. Das ist gewesen so. Aber das ist gewesen mit ja, sorry. Na, mit noch zurückkommen zu der Robit auch, aber das da meint etwas ist immer interessant. Ein Sprachversorger, du meinst von der Regierung? Ja. Was ist der Titel? Was meint das? Das heißt, als in Schweden haben wir Emetzer oder jetzt haben wir Tage ein Sprachcenter für Jiddisch mit etlichen Menschen, was arbeiten mit Jiddisch. Aber Schan ist Emetzer, was soll uns kontrollieren als die offiziellen Dokumenten und so weiter. Man setzt über alles Ding da in Schweden. Ich habe einmal übergesetzt Informatie von Emetzer Dentist in Schweden. Sie sind nicht verankert jeden dort, aber wegen seiner neuen Zeiten, wenn man kann kommen zu sein, ja, es ist gewesen, es ist Maschine. Aber er arbeitet ist zu versichern, als man nicht Jibo-Standard, oder als man, ich weiß nicht, ob man soll nicht den Jibo-Standard in Schweden, aber sei wie sei, das ist seine Arbeit, zu versichern, als man tut als by the book. Warte mal, das ist sehr interessant. Das meint also einfach, was sie will publizieren durch die chassidische, was es werden verkauft von Chassidim in New York, muss er arbeiten Leuten Standard von Klausprach? Ja, das ist, ich meine, dass ist, weil, wie man sagt auf Englisch, beggars can't be choosers. So, wenn wir setzen über Informationen in Schweden, meine ich, dass, weil wir haben öfter 4 oder 5 Menschen, was können das tun, und 4 von sie sind in Chassidim. Das ist, kann sein, dass es voran Information auf Chassidisch Jiddisch in Schweden. Aber ich meine, dass man hat Klalim, was sagt, dass so sein Leute Standard, ja. Interessant. Lass mal zurückgehen, aber nicht zu der Robit. Wer soll es bekommen, Erlaubnis von dem? Ja, das ist euch gewesen ganz gering, weil als ist gewesen fertig. Der Übersetzer, was heißt Bergolstein oder Berisch auf Jiddisch, er hat alles getan allein und ich habe allein gekauft das Buch durch Amazon und ich habe gemeint, dass das ist gewesen sehr als diese Sache, weil es ist, ich meine, dass die Hille ist gewesen illustriert von seiner Einiglach und es ist gewesen etwas ein Projekt, was ich habe euch stark lieb gehabt und ich bin gewesen sehr imponiert mit dem, was man hat das getan und ich habe sich gestellt in Verbindung mit ihm und sagt, dass Äpfel können wir drucken als ein Buch mit harte Hilles, mit der Superhille und dann etwas sehr eine schöne Ausgabe. Und nachdem hat er gehandelt als mit HarperCollins, was
So, das ist gewesen gering von mir, wegen, mit die Recht für ein Hobbit und euch für die andere Bücher von Tolkien, was wir haben publiziert, als das Le Covid Berisch. Hm. Und hast du in der Zukunft noch Übersetzungen? Oder was war in der kommenden Bücher? Ja, wir haben eine Ja. Sache schöne Bücher. Lass mir euch erzählen, weil das ist die, äh, die nächste Sache ist, als wir wollen publizieren eine Übersetzung von Arle Viswanat, Arle Schechter Viswanat. Und das ist, er hat sich gelernt Schwedisch und hat übergesetzt Pippi Longstocking oder Pippi Langstrumpf, was man sagt jetzt auf Jiddisch. Und das ist ein Buch, was wir haben heint geöffnet, Pre-Order Päckel, was man kann kaufen. Man geht daran in pipi.pintelonianski.com und da kann man finden als ein Päckel. Und noch Das ist in der Schmutzkästel, Agaf. Vergleich den Link in der Schmutzkästel, kann man treffen den Link. Ihr kennt das dann, meine ich. Nee, ich habe schon gelegt. Okay, sehr gut. Ja. Sehr gut. Und nachdem, und das ist, ich muss es euch sagen, dass das ist mein Projekt, was wir haben gehabt wegen Schwesterschaft. Wir haben publiziert 3 Bücher mit Meidlach in die Hauptrolle. Gezeichnet und geschrieben von Henriette, der Levones Schwester und jetzt sie kennst du Pippi Langstrumpf. Und nachdem werden wir publizieren etwas ein Buch von Yitzchok Babel, eine Sammlung von seinem Werk, reingestellt zu neu gestellt von Velvet Czernin. Und wir werden euch publizieren Harry Potter Teil 2, Harry Potter und die Kammer von Seudes. Und euch ein Liederbücher von Velvet Czernin. Und nachdem, wir haben ein Sachbücher, was wollen kommen. Wir wollen euch publizieren die letzte Teil von der Haar von die Fingerlach-Trilogie, übergesetzt von Berisch Goldstein. Und dazu euch ein Kinderbücher von Michael Felsenbaum, was ist geschrieben, es ist Lieder für Kinder, kann man sagen. Sehr spielerisch geschrieben. Der Mond mich von Kadja Molodowski viel. Es ist sehr schön und es wird sehr schön illustriert von Emerson, was heißt Sascha Greifmann, meine ich. Es ist sehr schön. Und euch, sof kol sof, will ich allein schreiben ein Buch. Und es wird sein noch ein Buch mit alle von Base. Und sie wollen sein mit die Dinosaurier. Das in der Jura-Tekuppe, man kann sagen. Und aber das ist für die kleinen Kinder. Und das ist die kinderlichen Bücher, meine ich. Und das, ja, wir haben eine Sache zu tun. Ja, aber ich will bekennen von der ich weiß nicht, ob alle kennen, aber das auch jetzt sehen auf YouTube. Ich will beweisen eine von deinen Büchern und ich will in meinen Augen, von was ja so wichtig, ich habe auch da zweieinhalbjährige Kind, ich habe sie gekauft nicht nur, weil ich bin interessiert in jüdische Bücher, nur was ist interessant für ihn. In der CBs, weil wir können da treffen auch jetzt Sachen, das ist Sachen, was auch viele durch CDs publizieren nicht, ja. Das ist da, Geografie, ja, wir lernen sich aus wegen der Länder, das ist alles von besser um der Welt, wegen alle Weltteilen, wie soll sie essen, wegen alle Fonnen von allen Medines, wie soll essen alle große Städte.
Und ich will sagen, also ich gehe zu dem, wie der Erwachsene, zu sehen, wie so direkt man nehmen von Städt, von mal zu mal. Weil ich sag mal, viele der Wörterbücher haben nicht, wie so legt man uns der Oisies von allen Städten um der Welt, ja. In Mongolia oder ich weiß wo, in andere Plätze. Ähm, Ah, ist das ist sehr ein wichtiger Buch. In meinen Augen, noch etwa der Erwachsene. aber ich jetzt zu hören, danke. Äh, Äh, ja, ähm, sehr interessant. Oder ihr wollt fragen wegen ein Journal oder eine Zeitung. Die ja, hast, ich weiß, dass ihr verkauft doch jetzt Jiddischland, aber ich ja. verstehe, dass Jiddischland ist nicht von eng. Ich mein, du schreibst nicht Jiddischland, du bist nicht ein Teil von der Schreiben. Ja, von Zeit zu Zeit, aber Ah, nicht so viel. Ich habe geschrieben ein paar Artikeln und ich habe übergesetzt ein paar Lieder von schwedischen Troubadouren, ob ich sagen so. mhm. Und aber das Mal bin ich nicht kein Teil von die Schreiber in Jiddischland. Aber ich arbeite Sach mit dem Journal. Ich stelle zu neu als den grafisch und so weiter. Das ist, es ist etwas, wo sich Äpfel, äh, es ist der Projekt, was ich arbeite, meine ich, der meisten Zeit, wo ich arbeite mit Jiddisch, ist Jiddischland. Weil ich meine, dass das ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein Öfen für handseitige jiddische Schreiber zu sammeln zu neu sehr Werk. Und ich hoffe, als Äpfel heutzutage verkaufen wir nicht so viele Journalen, Äpfel 100 per Nummer. Aber ich hoffe, dass in der Zukunft wird Menschen, die forschen wegen Jiddisch in unserer Tekufe, sie wollen können nicht in Jiddischland zu sehen, was für ein Schreiber ist gewesen und so weiter. Das ist etwas, was ich meine, ist wichtig. Ich habe nicht verdient kein Geld von dem, aber ich arbeite Sache mit dem, weil ja, das ist wichtig. Ja, Ja, also die kommentige Frage ist gewähnt, warum der Thema, ob du hast den Plan zu publizieren etwas Neues in der Journal- und Zeitungswelt. Das heißt, weil vorwärts trägt schon nicht. Es ist da Journalen auf Jiddisch, also wie in Geweb. Es ist zweisprachig, aber es ist online. Keiner trägt nicht kein Forschjournal. Jetzt bin ich nicht well, versteht sich von der Jiddischliga in Jiddischland, was man da macht. Nicht da noch in seinem Beker von der Erwachsenen aus getracht, auf Kinderjournalen oder auf ja, Sachen, wo sind Forschjournalen oder Sachen, wo sind anders ein bisschen oder eine Zeitung, klar. ja, Hallewei, mir zu schämen. Ich weiß nicht, das ist sehr gute Idee ist und ich will das tun, aber ich habe gedacht, a Time Turner wie Hermione Granger, weil ich leider kann nicht arbeiten nur mit Jiddisch. Ich arbeite 100% wie ein Lehrer. Ich bin ein Lehrer in einer Schule für Jugend mit speziellen Bedürfnissen. Und das ist mein Hauptarbeit. Wenn ich komme heim, habe ich meine Kinder und wenn sie legen sich schlafen, das ist Jiddisch-Zeit. Das ist, wenn ich Wow. vernehme sich mit Jiddisch. Das ist, ähm, Das ist das mich ist schockiert. mein, Ich meinte, das ist deine Arbeit. Wow. nein, Hab nein, ich nein, gewusst. Wow. nein.
Das ist etwas, was ich tue in meiner freier Zeit. Ich verstehe, hast du nicht keine freie Zeit. Äh, ist, was ist gewesen das beste Buch, was ist verkauft geworden? Also ich verstehe mich da mal Harry Potter, weil als gesagt, Ja, was er sagt. ja, Harry Potter ist, das ist in sein eigene Liga, ob man kann sagen, also. Ich meine, dass wir haben verkauft oder am wenigsten gedruckt 5000 Bücher. Und das ist eine Sache, wenn es kommt zu jüdisch Bücher. Und ich meine, das ist, ob man kijkt auf den schwedischen Markt, das ist ganz gut für ein Buch in allgemein zu verkaufen, 5000 Bücher. Aber ich habe nicht kein Exemplar, aber ich habe gemacht ein Buch, was das ist gewesen, meine ich, zusammen mit der Hobbit äh, und ich habe, weil wenn man appliziert auf Geld, will man, in Schweden ist sehr bürokratisch und da in Schweden haben sie lieb Themes. Alles Ding muss haben ein Thema. Und ich habe, nein, es ist nicht gewesen mit der Hobbit, das ist gewesen mit der Lunder Wunder. Ich habe ein Exemplar von dem. Ich hab geschrieben ein Buch, was ich habe gearbeitet, eine Sache mit, was heißt der Lunder Wunder, was ist etwas an mein ein Stück fantastische Literatur, was es euch wegen mein Heimstadt Lund und die jüdische Quartalen dort von Amol. Und ich habe gearbeitet als Sache mit dem und es ist euch gewesen noch ein Buch, was ich hab vergessen, was ist das gewesen, aber zu lieb dem, was ich habe gewollt zu haben, ein Thema und euch zu publizieren 3 Bücher, weil zwei, das ist nicht geht, man muss haben 3. Habe ich habe nur getracht, dass, ja, lass mich tun etwas für kleine Kinder. Das ist, ich kann das tun. Ich hab, gefunden, alle die Bilder auf einer Webseite, wo man kann nutzen, die Bilder beginnen. Und ich habe gemacht alle die grafische Arbeit allein. Das Buch hat gar nicht gekostet und es gewesen sehr low budget in allgemein. Aber das ist gewesen sehr populär und das heißt hinteren Gardin in ein jüdischer Heim. Es ist leider ausverkauft, aber das wir haben verkauft 1000 Exemplare von dem. Und euch, aber der Sonim ist gewesen sehr populär. Und Sie wird mich da mal noch sein. Sie ist ganz nahe, ne? Das ist ja, das ist ganz 22. nah. Wenn Ja, ich ja, ja, das, ja, ja. ja. Wir haben wieder, es ist noch voran. Und wir haben euch publiziert etwas da, ein Buch von einer Frau, was heißt Elisabeth Schwarz. Sie hat geschrieben Schreckmeisters auf Englisch und ähm, ich habe das übergesetzt auf Jiddisch. Also es ist eine zweisprachige Sache und das ist euch gewesen ganz populär. Ähm, hm, ich muss und aber die Tolkien-Bücher sind euch sehr populär. Der Hobbit ist euch verkauft geworden und wir haben sehr wenig Exemplare von dem ersten Teil. Und die zweite Teil, das ist ganz neu, aber das ist auch ganz populär. Ähm, hm,
Ja, ich meine, das ist meine Antwort. Ich weiß nicht, ob alle von ihnen gewesen, aber Niki Olianski oder Kolja auf Jiddisch, ist auch er hat eine Metal-Kapelle, was spielt Klezmer Metal. Und ich meine, dass wir haben Geld 2 Jahre zurück eine Unternehmung, wo wir haben geredet wegen Klezmer Metal oder Metal auf Jiddisch mit Professor Lili Kahn. Und wir haben geredet auch wegen die Bukim. Wir werden lernen jetzt ein Lied von die Bukim. Äh, was er ist ein Teil von der Gruppe. Auf dem Weg steht ein Bäum, steht ein, der Beugen. Alle Vögel von den Bäumen seinen sich zerflogen. Dreiken Meire, dreiken Misrech und der Rest kein Durem. Und den Bäum gelöscht allein, hefker fahr dem Sturm. Gut, ich habe noch Frages, aber lassen wir sehen zu der Eulem mit Frages. Letztens ist der Eulem ein bisschen still in Unternehmungen. Ihr könnt rachten, ob ihr hat Frages. Und ob sie wird nicht sein. Ob ihr hat Frage, könnt ihr sich ausstimmen in Poschet fragen. Und als nicht, habe ich noch etliche Fragen, die ich noch nicht gefragt. Jetzt lassen wir sehen, eine Sekunde. Ich mag etwas fragen. Ja. Für die, die es kennen mich nicht, bin ich Esther Schwarz. Ich bin die akademische Leiterin beim IVO in Argentinien. Und wir haben nicht die Bücher, und wir können sie nicht kaufen. Wollt ihr gekannt reinschicken in IVO? Weil wir haben Kinder und wir arbeiten mit anderen Materialien. Aber es wohl gewesen sehr interessant. Wir sollen können arbeiten mit den Materialien, die ihr hat herausgegeben, mit unseren Argentiner Kindern. Und mit unseren Argentiner Jugendlichen und Erwachsenen. Ja, warte, schick mir zu a Blitzbrief und let's go. Lass mir das tun. Das klingt sehr fein. Ja, ich bin sehr interessiert mit dem. Gut, ich will mir euch reinschicken, die Elemente, was wir dürfen, oder die Bücher, was wir dürfen, und wir werden stehen in Kontakt. Einen größten Dank. Ja, wunderlich. Danke. Gut, noch einer will fragen etwas? Augen? Ja, Moischale. Sehr angenehm, Niki, sich zu bekennen mit
persönlich. Wie ist es mit euch? Ihr habt ein Büro, wie viele Angestellte sind? Wie ist das? Ich kann sich nicht vorstellen, weil ihr habt so viel Ressourcen dort in Schweden. So, wie ist das? Wie ist ihr Arbeitssteiger, sozusagen? Ja, Niki, weidem de sklad, ja. was es mir bewiesen für die Unternehmung. Ich sitze da in unser Sklad. Da haben wir alle die Bücher. Es ist nicht so organisiert, aber wir sehen uns so. Und da sitze ich und arbeite. Und ich packe alle die Bücher. Mein Weib, sie ruft mir ein Packenträger und weil jede Woche gehe ich in Postbüro rein mit meinem Säckel mit Büchern und ja, wir tun alles allein. Alles von druckende Bücher und schicken sie zu den Koinim und es ist sehr es ist ein bisschen Arbeit, aber es ist hanobdig. Es ist eine Mechaie, das zu tun. Was arbeiten bleibst du in dein Weib? Mit dem Verlag, ja. Ich habe es ist ein Maßel, was mein Weib ist, ein Verleger. Sie arbeitet mit Büchern auf Schwedisch und ich kann sich, wie sagt man, gegangen ein bisschen von ihren Ressourcen, wenn ich arbeite mit Jiddisch. Und ja, das ist eine gute Sache. Ja. Ja, Ellie, kannst fragen. Ellie. Ich kann reden? Guten Abend. Ich habe eine moderne Frage. Zum Beispiel, ich habe angeschrieben ein Buch und ich habe das abredaktiert in einen anderen Verlag. Kann ich es schicken zu abdrucken in Nikolaus Verlag und abdrucken, verspreiten, verkaufen aus? Ja, das ist Es ist doch eine Möglichkeit. Ja, es ist nicht keine moderne Frage, das ist möglich und das ist alles, was ist fertig, ist sehr gut für mich, weil das heißt, dass ich kann tun weniger Arbeit und so, ich bin stark interessiert mit so Projekten. Okay, großen Dank. Gut zu wissen. Ja. Mich fragt da, Zivi fragt in der Schmusskästel, wer soll können wir kaufen Bücher, Harry Potter, soll nehmen, also weiter. Und ich habe gelegt zwei Linken, sei zu der Etsy-Geschäft, was ihr habt, und sei zu der Webseite. Ihr habt noch irgendwas, wo wir können kaufen? Nein, ich meine, als wohnt man in Amerika, kann man es Rohrbücher kaufen beim Yiddish Book Center. Aber die Etsy Geschäfte, das ist das ist unser Kram, also zu sagen. Das heißt, für euch ist besser kaufen durch Etsy. Ja, mehr oder weniger, ja. Ja, aber also wir können das bestellen online euch durch die Yiddish Büchercenter, sagst du? Ja, ich meine so. Okay, geht. Motre will fragen, was Motre Miller. Ja, ich habe eine Frage legabe der Qualität für die Übersetzungen in der Qualität für die Schaffungen. Wir wissen, als eine Sache
Wenn die Menschen, die vernehmen, sich Hand mit Jiddisch, reden es nicht von daheim. Sie haben ungeheuer in seine 20er, 30er Jahren, lass mir sagen, sei Jiddisch ist ein bisschen wackeldig. Hat ihr ein Lektor, wo es leint über, als eine Übersetzung oder als eine Schaffung, gedei abzuhieten, so sein a literarisch Gitter-Jiddisch. Ne, weil unschreiben etwas kennt jeder, aber der Leiner will leinen etwas geht's. Und das nicht nur legabe Grasen in der Orthographie, noch auch in legabe der Stilistik. Und ich habe Zimbadeuern schon gekauft, etliche für die nahe jüdische Bücher. Ich bin nicht gewähnt zufrieden. Früher habe ich gedacht, als man kauft ein Buch, es geht, das ist Qualität, weil es ist ein Verlag, in einem Verlag ist eine Garantie für Qualität. Aber Hand, bei Jiddisch, dachte ich mir, ist es ein bisschen schwerlich. Was kann man tun wegen dem, was tut ihr oder hat ihr Trachtungen, was man kann tun, zu haben, die Qualität für die Bücher? Das ist eine gute Frage. Und bei uns es ist abhängig von was für ein Projekt wir arbeiten mit. Lemoschel, wenn es kommt zu Harry Potter, haben wir eine größere Bande Menschen, was arbeiten mit dem, und es ist sehr wichtig, als man produziert etwas, was ist auf einer höchsten literarischen Qualität. Aber lass mir sagen, also Leute, meine Meinung ist, was es gibt, das ist nicht etwas statisch, aber man kann sagen, als was es gibt, ist euch abhängig von was ist voran. Und ich will besser publizieren Bücher, was halten ein paar Grasen von nicht publizieren die dosige Bücher. Und laut meiner Meinung, das meine beliebste Blitzbriefe, was ich kriege, ist öfter nicht die, oder meine beliebste ist die Leubenische Wade. Das ist die beste. Aber ich habe euch lieb die Blitzbriefe, was halt so eine Frage ist, wie die hast gestellt. Und Blitzbriefe, was kritikiert die Ausgabe. Und wir haben einen Mensch, was hat sich gestellt in Verbindung mit mir, und er hat gearbeitet zusammen mit seinen Chaverim oder Studenten mit den gefunden Greisen in einer von meinen Büchern. So, als die kommende Ausgabe soll sein antidosige Greisen. Und das ist sehr schön. Das ist Gesellschaft. Das ist Jiddisch. Und man muss euch leben in der Wirklichkeit. Und es ist voran sehr wenig Menschen, die schreiben auf Jiddisch. Es sind da auch viele weniger Menschen, die können redagieren Jiddisch auf einen guten Neufen. Und das heißt, dass von Zeit zu Zeit müssen wir auskleiben zu publizieren ein Buch, was halten Greisen, stilistische Greisen, technische Greisen, öfter mit Ausleg. Aber ich hoffe, dass Sof ist, wird alle, was lehnen ein Buch von Olniatsky Textverlag haben Hanoi, a viele, wenn sie
gefunden Greisen, weil das ist öfter die beste Sache, zu lernen sich etwas und zu sehen, als, oh, das ist ein Kreis, kann man sich stellen in Verbindung mit mir und ich will sich etwas lernen. Und ja, das ist meine ich, ist meine Antwort. Und, aber eine gute Frage. Und wir tun, was wir kennen, mit den Mitteln, was wir haben. Ja. Wirklich, wir Zugab machen einen Vorschlag, weil pinkt die Sache, wo sie hat beschrieben, zu schreiben an E-Mail in unsere Vasen auf Gras oder auf Grasen. Ich habe das getan bei einem Jesruldiken Verlag. Und ist gewesen nicht also offen, lass mich suchen, ne, zu dem. Ich habe ihm geschrieben, schickt mir dem Word-Dokument von dem und ich will es überleinen, ich will überbaten die Grasen, ne, wo es ich habe gefunden und andere werden gefunden, andere Grasen, aber so wird werden besser. Er hat nicht geschickt. Meine Idee wollte gewesen, verwusst nicht formen an mein Lektoratkomitee für freiwillige Menschen, wo es Scheppen nachher von dem zu machen, etwas besser. Eidere, es ist publiziert geworden. Verwusst warten auf der zweite Auflage, wenn wir können haben, Agite oder eine bessere erste Auflage auch. Ja, der Lass mir schreiben E-Mails wegen dem. Ja, dann also. Und lass mich wissen, wer sind die dortigen Menschen? Und ich will sie fragen bei sie. Aber Ja. Sehr interessant. Gut, ich meine, wir sind nach über der Zeit, ich will noch zu endigen. Es ist da ein Kreis in der Lektion euch, weil auf der Moideu von der Lektion steht, dass es in Lund. Aber es ist ja nicht in Lund. Kannst du sagen ein Wort auf dem? Ja, wir haben sich übergeklebt in einem Wald, mit kurz Malme. Und es ist nicht, ich bin sehr zufrieden da und wir haben gekannt, kaufen ein Haus auf ein billiger Preis und so weiter, aber wir haben euch wir haben gedacht, meine ich, sich übergeklebt zu lieb dem, was durch im Schweden ist nicht so gering Platz zu wohnen für jeden, befragt jeden mit Kindern und zu lieb etliche Inzidenten mit meinem Sohn in seiner Schule haben wir beschlossen, dass wir muss sich wegfahren. Aber das ist Leben. Und jetzt wohnen wir in es ist 4 Häusen, 4 Häuser da, leben uns. Wir wohnen nicht mehr in der Stadt. Es ist sehr ruhig und man kann sich haben ein bisschen mehr Zeit sich vernehmen mit Jiddisch. Und das ist gut. Ich muss erzählen etwas am meisten wegen dem, was ich sehr hanöftig. Wenn wir haben sich übergeklebt in unser neues Haus, ein von meinen Schreinen sind gekommen zu uns und er hat geklappt auf ein Tier und mit der Flasche Wein. Und meine Tochter, sie hat herausgeschrien, Wein, Tate, das können wir haben auf Schabbes. Und mein Jochen, er hat gesagt, hat sie gesagt, Schabbes? Bist du Jid? Und ich, ja, ich euch! Wir sind 2 Jiden da in Wald. Das ist gewesen ganz... Ich frage bei Kevin, weil das wird da reingehen zu der Geschichte von Jiddisch. Aber das klar ist.
Gut, ist ein schönen Dank für den Kommen. Ich bin sicher, dass der Eulen hat sehr stark an euch gehabt, ich habe sehr stark an euch gehabt. Und wir werden sich treffen mit Korre, wir werden kennen als sehen auf die YouTube-Kanalen, also wir treffen eine von den Linken, was wir haben geredet, zu kaufen Bücher, zu anderen Sachen, wird ihr was treffen in der Beschreibung von unser YouTube-Video. Gut, seid gesund, noch einen guten Tag. Schönen Sehr Tag. gesinnt. Sehr schön. Größten Dank. Einen großen Dank euch.